In der Predigt zu Maleachi 1 vor 2 Wochen hat Phil dann gesagt, wenn Menschen, die die Bibel lesen, beim Buch Maleachi ankommen, dann ist da Freude oder große Freude. Und zwar die Freude darüber, dass es nur noch 3 Kapitel geht, bis das Neue Testament startet. Und mich erschleicht die leise Ahnung, das könnte fast die einzige Freude am Buch Maleachi sein. Gut, wir haben in Kapitel 1 gehört, da war ein kleiner Hoffnungsfunke, ein bisschen Freude, als Gott gesagt hat, ich hab euch lieb. Oder ich liebe euch. Oder wie viel es dann ausgeführt hat, ich habe dich je und je geliebt, wie es auch der Prophet Jeremia dann gesagt hat. Also Gott sagt seinem Volk seine Liebe zu. Unter allen Umständen, das ist Grund zur Freude. Und vielleicht, wenn wir das Buch zu Ende lesen, ganz am Ende des 3. Kapitels, dann noch einmal ein bisschen Freude, wenn dann der Prophet vom kommenden Heil, von der kommenden Rettung, vom kommenden Messias spricht. Auch noch mal ein bisschen Freude. Aber dazwischen, vielleicht eben gerade in diesem Kapitel 2, in das wir heute miteinander eintauchen, da stellt sich wirklich echt die Frage, ist Gott ein Spaßverderber? Will der mir die Freude rauben? Ja gut, wenn ich eben von 1. Mose 1,1 bis Maleachi durchgehalten habe, dann habe ich schon einige Geschichten aus dem Alten Testament wirklich auch durchgestanden. Dann kenne ich Gott schon ein bisschen. Aber wenn ich einfach mal so Maleachi aufschlage und Maleachi lese, da könnte mir sogar die Freude am Bibellesen geraubt werden. Um was es da so alles geht. Ich weiß nicht, wer von euch im Rahmen dieser Predigtserie sich vorgenommen hat, Maleachi gleich auch mal selber in der stillen Zeit oder so durchzulesen, durchzustudieren, oder lasst ihr euch einfach in den Gottesdiensten darauf ein. Wer ist am Maleachi lesen? Doch einige Hände. Ich lade uns alle ein, und ich hoffe am Ende der Predigt dir einige Antworten gegeben zu haben, dass du sagst, hey doch, ich lasse mich doch auch ganz persönlich noch einmal darauf ein. Aber was uns da begegnet, gerade im Kapitel 2, also Gebot gegen die Priester, Gebot gegen Ehen mit heidnischen Frauen, Gebot gegen Ehebruch oder Ehescheidung, Gebot gegen dies, Gebot gegen das, genau das, so sagen die Menschen in unserer Gesellschaft, genau das ist die christliche Religion. Ja, gegen alles, man darf nichts mehr, alles ist verboten, vor allem das, was Spaß macht im Leben. Wie es Patrick schon gesagt hat, junge Menschen denken nicht selten so, aber ist es so? Ist es so, dass Gott ein Spaßverderber ist, indem er uns alles verbietet, was eigentlich im Leben Spaß machen würde? Um dem auf die Spur zu kommen, lesen wir miteinander Maleachi 2 und wir steigen ein beim Vers 1, beim Gebot gegen die Priester. Dieses Gebot richtet sich an euch Priester. Hört auf mich und seid darauf bedacht, meinen Namen zu verehren. Das sagt der Herr Zebaoth. Sonst verfluche ich euch und euren Segen. Ja, ich habe ihn schon verflucht, weil ihr euch mein Wort nicht zu Herzen genommen habt. Wegen eures Verhaltens bedrohe ich eure Ernte und werfe euch Abfall ins Gesicht. Es ist der Abfall eurer Feste. Man trägt euch dorthin, wo man ihn entsorgt. Dann werdet ihr erkennen, warum ich dieses Gebot für euch erlassen habe. Mein Bund mit Levi soll bestehen bleiben, sagt der Herr Zebaoth. Ich habe meinen Bund mit Levi geschlossen. Ich gab ihm Leben und Frieden und er brachte mir Ehrfurcht entgegen. Er fürchtete sich vor meinem Namen, er verkündete zuverlässig die Weisungen, kein Unrecht kam ihm über die Lippen. Friedlich und aufrichtig ging er seinen Weg mit mir. Er bewahrte viele davor Schuld auf sich zu laden. Ja, dem Priester kommt Weisung über die Lippen und man fragt ihn um Rat, denn er ist ein Bote des Herrn Zebaoth.
Ihr aber seid vom Weg abgewichen und habt durch falsche Weisung viele zu Fall gebracht. Dadurch habt ihr den Bund mit Levi gebrochen, sagt der Herr Zebaoth. Daher mache ich euch nun zu Menschen, die vom Volk verachtet und gering geschätzt werden. Das tue ich, weil ihr nicht auf meinen Wegen bleibt. Ihr richtet euch bei eurer Weisung nach Menschen und nicht nach mir. Ich weiß nicht, ob es dir geht beim Hören dieses Textes, wie es mir ergangen ist. Mein erster Gedanke war, zum Glück bin ich kein gesalbter Priester des Alten Testaments. Mein zweiter Gedanke war, zum Glück lebe ich nicht im alten Bund. Dann überlegte ich weiter, was begegnet denn mir hier? Was bringt Maleachi hier aufs Tapet? Phil hat vor 2 Wochen schon einiges aus Kapitel 1 heraus gesagt, was Gott dort gegen die Priester oder vor allem gegen die Art und Weise, wie geopfert wurde im Tempel, ausgesprochen hat. Und hier geht Maleachi ja noch einmal einen Schritt weiter im Blick auf sein Urteil den Priestern gegenüber. Und er verwendet Worte, die kommen im ersten Moment vielleicht ein bisschen schräg rüber, oder? Ich werfe euch Schmutz ins Gesicht, der Abfall eurer Feste. Wenn man die hebräische Bibel aufschlägt an dieser Stelle, merkt man, da ist die Rede vom Abfall der Feste, also von den Opferfesten. Also vom Abfall von dem, was die israelitischen Priester eben an Eingeweiden nicht auf den Opferaltar bringen konnten. Was eigentlich als Abfall früher in der Wüste außerhalb des Lagers, jetzt in Jerusalem außerhalb der Stadt entsorgt wurde. Gott sagt, ich schmettere euch den Abfall eurer Opferfeste ins Gesicht. Und das wiederum, das macht offenbar, dass ihr verunreinigte Menschen seid. Ihr, die ihr doch Priester des Volkes sein solltet, heilig, rein gewaschen, zum Dienst am Herrn, ihr werdet als unwürdig betrachtet. Und das alles mache ich öffentlich, dass ihr seht und glaubt, dass mein Gebot, mein Gericht gegen euch, dass das Wirklichkeit ist. Ihr seid meinen Weisungen ungehorsam gewesen. Ihr habt andere verführt, ihr habt andere zu Fall gebracht, ihr habt falsche Lehren verbreitet. Daher dieses Gericht gegen euch. Daher verfluche ich euch. Das, was eigentlich Segen gewesen ist, kommt nun als Fluch über euch. Harte Worte. Spannend finde ich, dass in all dem drin, aber doch auch immer dieser Hoffnungsschimmer an den Tag tritt. An diesen Schimmer, wenn ihr umkehren würdet, würde ich Gnade walten lassen. Wenn ihr euch an mich wendet, zu mir kommt, wird meine Liebe, ich liebe euch, Kapitel 1, für euch erfahrbar und greifbar. Wenn ihr das aber nicht tut, dann das Gericht. Und hier ist mir beim Vorbereiten der Prophet Jona in den Sinn gekommen. Der wurde ja berufen, nach Ninive zu gehen, dort Umkehr und Buße zu predigen, weil das ausländische Volk, muss man ja sagen, aus Sicht der Israeliten, so abartig gottlos gewesen sein muss. Und der Jona, der wollte ja zuerst nicht, flüchtete, oder? Und dann kam diese Geschichte mit dem großen Fisch, der ihn da verschluckte und ausspie. Und dann ging er nach Ninive und predigte die Botschaft Gottes, Umkehr und Buße. Und es geschah eine riesige Erweckung. Die ganze Stadt tat Buße und kehrte um. Und was passierte mit diesem Pastor, der da diese Erweckung losgetreten hat, menschlich gesehen? Der war frustriert. Frustriert über die Gnade Gottes. Er setzte sich außerhalb der Stadt da unter diese Rizinusstudie und fing an zu täubeln und zu sagen, Gott, ich wusste ja, du bist ein barmherziger Gott. Ich wusste es ja. Eigentlich wollte ich sehen, wie die Stadt untergeht. Aber ich wusste ja, du bist ein liebender Gott und du lässt Gnade walten. So wie es Jeremia in den Klageliedern ja auch sagt, dass die Güte Gottes kein Ende hat.
sondern jeden Morgen neu ist. Und das ist der Hoffnungsschimmer in diesen ersten Versen, der Hoffnungsschimmer gegen die Priester, gegen dieses Urteil, das da ausgesprochen wird, das durchdringt und immer wieder auch aufblitzt. Ja, hey, wenn ihr umkehrt, meine Gnade ist da. Wenn ihr Buße tut, ich empfange euch mit offenen Armen. Und da sind wir dann vielleicht beim Gleichnis der beiden verlorenen Söhne, bei dem Jüngeren, der nach Hause kommt nach seinen turbulenten Jahren und der Vater ihn mit offenen Armen erwartet. So ist Gott der Vater, wenn ein Mensch zu ihm umkehrt. Ganz egal, was an Lebensgeschichte vorher war. Ganz egal, was an Schuld und Last in diesem Leben drin ist. Ganz egal, was da alles an Steinen des Verlustes mit sich herumgetragen wird. Gott steht mit offenen Armen da, wenn du umkehrst und zu ihm zurückkommst. Seine Liebe steht. Auch wenn wir die Härte dieses Gebotes so am Lesen sind aus Malachi 2. Wie gesagt, mein erster Gedanke, zum Glück bin ich kein gesalbter Priester des Alten Testamentes, zum Glück lebe ich nicht im Alten Bund und doch kam in mir ein Gefühl der Ehrfurcht hoch, ein Lesen mit zittrigen Knien, wenn ich diese Verse so lese, denn auch ich und ich glaube, sagen zu dürfen, wir alle haben doch schon mal eigene Wege eingeschlagen, sind von Gott abgewichen, haben vielleicht durch unser Leben, was wir vorgelebt haben, was wir gesagt haben, andere verführt auf einen Weg, der nicht so gottlike ist. Vielleicht nicht bewusst. Vielleicht nicht mit einer völlig falschen Lehrmeinung auf eine falsche Fährte geführt, aber in der Art und Weise, wie wir vielleicht gleichgültig unseren Glauben gelebt haben, andere Menschen dazu verleitet, es uns gleich zu tun, anstatt sie in die wahrhafte Nachfolge von Jesus Christus zu führen. Und darum kann ich an dieser Stelle nur sagen, ganz egal, ob wir im alten oder im neuen Bund leben, Heuchelei, Nichtbeachten von Gottes Geboten der Liebe, ein leichtfertiger Lebensstil oder Verführung anderer, all das hat zerstörerische Wirkung. Das war damals so und das ist es bis heute. Und darum, egal ob wir Priester sind oder nicht, Gott zu dienen und ihn anzubeten, soll die oberste Priorität haben in unserem Leben. Sowohl jetzt und hier in unserem Lebensalltag als Gläubige, als auch im Blick auf die Ewigkeit. Gottes Gebot gegen die Priester. Und dann geht er weiter. Gottes Gebot gegen Ehen mit heidnischen Frauen. Ich lese uns da die Verse 10 bis 12. Haben wir nicht alle denselben Vater? Hat uns nicht derselbe Gott erschaffen? Warum betrügen wir uns dann gegenseitig und missachten so den Bund unserer Vorfahren? Die Männer aus Juda haben Gott betrogen und in Israel und Jerusalem Schandtaten begangen. Sie haben Frauen geheiratet, die fremde Götter verehren. So hat Juda das verdorben, was dem Herrn heilig ist und was er liebt. Der Herr soll die Nachkommen jedes Mannes ausrotten, der so etwas getan hat und tut. Er soll sie aus der Nachkommenschaft Jakobs entfernen, auch wenn der Mann dem Herrn Zebaoth Opfer bringt. Und da klingt wieder an, was wir in Kapitel 1 schon gehört haben. Ihr macht gewisse Dinge, ihr Israeliten, ihr kommt zum Gottesdienst, ihr bringt eure Opfer, aber das ist nicht der springende Punkt. Das sagt er hier noch einmal, auch wenn du deine Opfer bringst. Das ist nicht die Lösung. Die Frage ist die Ausrichtung deines Lebens. Die Frage ist der Inhalt deines Herzens. Was der Prophet oder ein Prophet an einer anderen Stelle sagt, hinweg mit dem Geplär eurer Lieder oder euer Lobpreis, ich kann ihn nicht mehr hören, sagt Gott, weil eure Herzen nicht bei mir sind. Oder Jesus später im Neuen Testament, zusammen mit Johannes dem Täufer, wenn sie Buße und Umkehr predigen, sagen, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Das heißt, zeigt auch,
dass das, was ihr an geistlicher Aktivität tut, auch euer Leben und euer Herz erfüllt. Darum nicht das Opfer bringen ist die Lösung. Das ist die Konsequenz eurer Ausrichtung der Herzen auf den lebendigen Gott. Warum sagt Gott das? Weil er es mit einem heiligen Volk zu tun hat. Ein heiliges Volk. Nicht, weil es so gut wäre, haben wir gehört in Kapitel 1, nicht, weil sie alles so gut machen, sondern weil Gott sagt, ich bin heilig, der Herr, euer Gott, und darum sollt ihr heilig sein. Weil Gott, der Allmächtige, seine Heiligkeit auf sein Volk legt. Weil er sich wünscht, dass ein Volk ein heiliges Leben führt. Darum sagt Gott das. Er sagt diesen Blickpunkt auf Ehen, die er verbietet mit heidnischen Frauen, auch nicht, weil er ein Rassist ist. Ihm geht es überhaupt nicht darum. Ihm geht es darum, dass sein heiliges Volk heilig bleibt, indem es ihn verehrt, indem es ihm nachfolgt, indem es ihn anbetet und keine anderen Götter. Gott wusste, mache ich eine steile Aussage, dass sehr oft die Frau in der Familie die Trägerin ist der Religion. Wir sehen zig Beispiele im Alten Testament, wo vor allem Könige, aber auch andere Männer heidnische Frauen geheiratet haben und dann eben die Religion oder die Götter, welche diese Frau in die Ehe und Familie hineingebracht haben, mittel- und langfristig sich durchgesetzt haben. Dass nicht mehr Gott der Allmächtige, der uns in der Bibel vorgestellt wird, der Gott war, der angebetet wurde, sondern heidnische Götter und Götzen. Und vielleicht fragst du dich mal kurz, wie es dann bei euch in der Familie so aussieht. Wer zu Hause dafür sieht, dass gebetet wird, dass man mit den Kindern über biblische Geschichten spricht, dass wesentliche Inhalte des Glaubens irgendwo sicht- und spürbar wären. Halleluja, wenn das beide tun in der Ehe drin, nicht selten ist die Frau die Trägerin der Religion. Und ich rufe uns Männer alle dazu auf, nicht dem Gegensteuer zu geben, sondern dass das ein Miteinander ist, dass diese Verantwortung nicht abgeschoben wird und man so schön, das gibt ja ein Buch, das Schweigen der Männer, auch zu Hause, dass nicht das gelebt wird, sondern ein lebendiger Glaube, den ihr als Ehepaar lebt, auch euren Kindern gegenüber. Wo hast du als Vater deinen Kindern gegenüber das letzte Mal über deinen Glauben gesprochen, über dein persönliches Erleben mit Gott, über deine Siege und Niederlagen, Nöte und Freuden? Sehr oft ist es die Frau. Und weil Gott wollte, dass sein Volk heilig bleibt und weil er wollte, dass nicht andere Götter und Götzen Einzug halten in seinem Volk, darum hat er seinem Volk verboten, Menschen aus anderen Religionen zu heiraten, aus dem Grund, nicht weil er ein Rassist ist. Aber was wir sehen an dieser Stelle oder mit all diesen Fragen, die Maleachi hier stellt, es sind 3 aufeinanderfolgende Fragen, haben wir nicht einen Gott, hat uns nicht derselbe Gott erschaffen? Warum betrügen wir uns dann gegenseitig? Diese Fragen, diese führen uns dazu, dass Sünde, das lernen wir an dieser Stelle, niemals nur ein einsames Geschehen zwischen Gott und dem betreffenden Menschen ist. Sünde hat oftmals böse Auswirkungen auf die Gemeinschaftsverhältnisse, in denen sich Menschen bewegen. So groß ist unsere Verantwortung als Sünder und Sünderin. Und das sage ich an dieser Stelle nicht, um Angst zu machen oder irgendwie Druck aufzusetzen, sondern um vielmehr uns die globale Dimension unseres Verhaltens aufzuzeigen. Das Weitreichende, was unser Leben so an den Tag fördert, im Guten genauso wie im Schlechten.
Unser Leben hat nicht nur eine globale Dimension, wenn es um den ökologischen Fußabdruck geht und darum, dass wir in der Schweiz unsere Ressourcen, die wir in einem Jahr verbrauchen könnten, im Blick auf die ganze Welt schon im Mai irgendwo aufgebraucht haben. Das ist ja auch etwas, das eine theoretische Größe ist und nicht so wirklich sichtbar. Und ganz ähnlich ist es mit der Sünde. Das ist oftmals ja theoretisch, eben nicht sichtbar. Es ist vielleicht da und dort spürbar, vielleicht kommt es uns direkt als Welle entgegen, aber es ist eine Realität. Unser Leben, unser Verhalten hat eine Auswirkung auf unser Umfeld, gerade auch unser sündiges Verhalten. Das betrifft nicht nur den lebendigen Gott und mich, sondern uns als ganze Gemeinschaft. Und das soll uns einladen, auch miteinander darum zu ringen, ein heiliges Leben zu führen, auch miteinander auf dem Weg zu sein, uns dann nach Gott auszustrecken, Sünde aus unserer Mitte zu entfernen, gnädig miteinander umzugehen, aber auch Hilfestellungen leisten, um gute Schritte vorwärts gehen zu können. Denn das hat Gott schon in den 10 Geboten gesagt, Sünde hat auch Konsequenzen. Bis in die 2. und 3. Generation oder 3. und 4. sogar. Darum lade ich uns ein, aufzuräumen, auszuräumen, Sünden nicht mit uns herumzutragen, weil sie Konsequenzen haben können über unser Leben hinaus. Und das Schöne ist, dass ein Vers später Gott sagt, die Segnungen haben aber Auswirkungen bis in die 1000. Generation. Was für eine wunderbare Zusage. Dass Gottes Segnungen Auswirkungen haben, weit über das Sündige dieser Welt hinaus. Und damit noch zum 3. Das Gebot gegen die Ehescheidung. Lese uns da die Verse 13 bis 16. Noch etwas ist euch vorzuwerfen, oder man könnte auch übersetzen, noch ein weiteres Gebot habe ich euch. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, ihr weint und stöhnt, denn der Herr wendet sich euren Opfergaben nicht zu. Sie gefallen ihm nicht. Ihr fragt, warum ist das so? Weil der Herr Zeuge dafür ist, dass ihr eure Frauen betrogen habt. Dabei seid ihr seit eurer Jugend mit ihnen zusammen. Es sind doch eure Partnerinnen, die Frauen, mit denen ihr einen Bund geschlossen habt. So etwas macht keiner, der noch halbwegs bei Verstand ist. Und was macht jemand, der noch bei Verstand ist? Er bleibt den Nachkommen Gottes treu. Also bleibt vernünftig und betrügt eure Frauen nicht, mit denen ihr seit eurer Jugend zusammen seid. Der Herr, der Gott Israels, sagt, ich hasse die Scheidung. Wer es trotzdem tut, macht sein Unrecht öffentlich bekannt. Ja, das sagt der Herr, der Allmächtige. Darum nehmt euch sehr in Acht, bleibt vernünftig und betrügt euch nicht. Maleachi führt an dieser Stelle ein weiteres Bundesthema ins Feld. Nach dem Bundthema mit dem Priester Levi oder mit dem levitischen Stamm und dem Bundthema, das Gott mit seinem Volk geschlossen hat, dem heiligen Volk, kommt nun der Bund der Ehe noch aufs Tapet. Da sind offenbar auch einiges an Missständen da gewesen im Volk drin und Gott spricht es an. Auch hier wieder, ihr seid ein heiliges Volk und ihr seid vernünftige Menschen. Was tut ihr hier, ihr lieben Männer? Damals waren es rein gesellschaftlich gesehen vorwiegend die Männer, die hier wirklich problematisch unterwegs waren in Bezug auf Ehe und Ehescheidung, auf ihren Umgang mit ihren Frauen und ob sie eben wegschickten, verfluchten, ins Nirvana sendeten oder ihnen treu blieben und mit ihnen unterwegs waren. Ein großes Thema im Volk Israel zu jener Zeit, ein großes Thema bis in unsere Zeit hinein. Bei uns ist es jetzt einfach salonfähig geworden. Wenn es nicht mehr passt, dann lassen wir uns besser scheiden. Wenn man sich auseinandergelebt hat, wenn man sich betrogen hat. Ich spreche jetzt hier nicht von häuslicher Gewalt und schlimmen Situationen, wo es wirklich gut ist, wenn man Menschen auseinandernimmt, sondern da, wo Menschen bewusst und willentlich oder aus Gleichgültigkeit einen Lebensweg eingeschlagen haben, der in die Trennung führte. Salonfähig geworden und
wirtschaftlich gesehen möglich, muss man sagen. Damals für Frauen ein Desaster. Heute arrangiert man sich nach Möglichkeit. Aber Gottes Idee und Gottes Gedanke war das nie. Jesus greift dieses Thema auf im Markus-Evangelium, Kapitel 10, Verse 5 bis 9, wenn er sagt, nur um eures Herzens Härte willen oder nur weil ihr eure Herzen gegen Gott verschlossen habt, hat Mose euch das Gebot gegeben, dass man sich scheiden darf, einen Scheidebrief geben. Aber von Anfang der Welt an hat Gott die Menschen als Mann und Frau geschaffen. Deshalb verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und verbindet sich mit seiner Frau. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ganz eins. Was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Das ist Gottes Idee für uns Menschen. Das ist Gottes Wille für unser Leben. Danach sollen wir uns richten. Und auch hier gilt, Umkehr und Buße führt uns hinein in die liebenden und barmherzigen Arme des lebendigen Gottes. Wenn wir merken, dass wir da falsche Wege eingeschlagen haben, dass wir da auf einer komischen Kurve sind, vielleicht gerade im Blick auf unsere Ehepartnerin oder unseren Ehepartner, dann lade ich dich heute Morgen dazu ein, umzukehren, dich ganz neu auszurichten, die Liebe und Güte von Gott, dem Vater, am eigenen Leib und in deiner Ehe zu erleben und zu erfahren. Und dann schließt sich der Bogen an dieser Stelle wieder. Ich habe am Anfang gesagt, ich bin froh, bin ich nicht gesalbter Priester des Alten Testamentes. Phil hat vor 2 Wochen über 1. Petrus 2, Vers 5 in seiner Schlusskurve gesprochen. Und ich möchte 1. Petrus 2, Vers 9 und 10 dazufügen. Da schreibt Petrus nämlich der verstreuten Christenheit, die wegen der Verfolgung überall verzettelt war, Juden und Nichtjuden, Sklaven und Freie, Reiche und Arme. Da sagt er zu ihnen, aber ihr seid das auserwählte Volk, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört. Denn ihr sollt die großen Taten Gottes verkünden. Er hat euch nämlich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Ihr, die ihr früher nicht sein Volk wart, seid jetzt Gottes eigenes Volk. Ihr, die ihr früher kein Erbarmen fandet, erfahrt jetzt seine Barmherzigkeit. Das ist unsere Motivation, auch in der heutigen Zeit, ganz mit Gott und bei Gott und aus seiner Barmherzigkeit heraus zu leben. Nicht, weil wir wegen eines Gesetzes das tun müssten, sondern weil wir von Gott und seiner Liebe ergriffen sind. Und zum Schluss meine Antwort auf die Frage, ist Gott ein Spaßverderber? Ich glaube, es ist uns deutlich geworden, gerade an diesen Worten von 1. Petrus 2, die Verse 9 und 10. Nein, Gott lädt uns ein, seine heiligen Priesterinnen und Priester in dieser Welt zu sein. Sein Erbarmen in diese Welt hineinzutragen. Und ich kann dir sagen, Gott freut sich über uns. Er ist keine Spaßbremse. Er freut sich über uns. In Zephania 3, Vers 17, da sagt der Prophet, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Er ist ein starker Held, der Rettung bringt. Er freut sich sehr über dich. Er wird dir vergeben in seiner Liebe. Er jubelt über dich voller Begeisterung. In Gott ist Freude für dich. Und zum Schluss ein bekanntes Wort von Nehemia. Der sagt uns nämlich, seid nicht bekümmert. Auch in den großen Herausforderungen unserer Zeit. Ihrer Zeit damals, unserer Zeit heute. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Der lebendige Gott ist keine Spaßbremse, sondern er freut sich über dich.
Und er lädt uns ein, dass auch wir uns über ihn freuen. Und das wird Kraft und Stärke breit machen in unserem Leben. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir für dein Wort, das uns in so vielerlei Hinsicht Ermutigung, Trost, Stütze, Hilfe, Herausforderung, Überforderung ist. Danke dir, dass auch so deftige Worte wie Malachi durchaus etwas zu sagen haben in unsere Zeit. Auch wenn wir merken, dass der Prophet damals in diese Volkssituation hineingesprochen hat. Menschen, die in Sünde gewesen sind, aufgerufen hat zur Buße. Ja, dann dürfen wir dein Rufen hören in unsere Zeit hinein. Deine Einladung, königliche Priesterinnen und Priester zu sein in deinem Namen, in dieser Welt, für diese Welt. Danke dir von ganzem Herzen, dass du mit offenen Vaterarmen auf uns wartest, wenn wir Buße tun, umkehren, zu dir kommen, Lasten zum Kreuz bringen, aufräumen. Und ich danke dir, dass du dich über uns freust und dass unsere Freude Stärke sein darf, in dieser Welt zu leben. Amen.